Nach 15 Jahren in Los Angeles erlebt man die Schweiz ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Und heute möchte ich eine gut gemeinte Zusammenfassung machen, was mir während meinem 10-wöchigen Aufenthalt in Thun am meisten aufgefallen ist. Ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Am Tag nach meiner Ankunft ist es schon mal los zum Kömmerle. Und da hat es ein paar Stolpersteine gegeben für mich. Zum Beispiel hatte ich doch 2 Lieber dabei gehabt und habe da ein bisschen verloren, an diesem Kerl rumgeschissen, bis mir dann die Mutter hat das 2 Franken Stück gegeben. Dann ist es weitergegangen mit dem Wägen. Früchte immer selber wägen, das ist hier ganz anders. Da tut immer das Kassierfräulein das machen und hier ja nicht vergessen. Das kommt gar nicht gut an, wenn man dann da eine Warteschlange hat hinter dran der Kasse und dann muss sagen, oh shit, vergessen die Früchte zu wägen. Aber es ist eben nicht so einfach, sondern es gibt ja Früchte, die du nicht wägen musst, weil die sind nach Stück verrechnet. Item, etwas, was hier ganz anders läuft, wie gesagt, das macht alles das Kassenfräulein gegen der Kasse. Auch noch spannend ist das Verhalten der Leute in den Läden. Und zwar ist es so, dass die Schweizer viel die kleinere Privatzonen haben um einen herum. Das merkt man, dass sie einfach einem vordurchfräsen, wenn man irgendwie vor einem Regal steht und etwas sucht oder liest. Da wird da vordurch gedrängelt ohne Hemmungen. Und hier ist der persönliche Schutzkreis einfach viel grösser. Da würde jetzt niemand vorne durchlaufen, ohne dass er sich vorher entschuldigen würde und sagen, oh, Entschuldigung, dürfte schnell durch. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass es in allem Zucker drin hat. Also auch in Sachen, wo man jetzt das überhaupt nicht erwarten würde. Und ich, der da ein bisschen drauf schaue, war dann erstaunlich gewesen, dass man findet Zucker im Senf, man findet Zucker in den scharfen Soßen. Man muss wirklich alles umdrehen und die Zutatenliste anschauen. Dann am Schluss bei der Kasse wird es noch einmal ganz hektisch, weil dann muss man dann zu all diesen Märkchen und Wanderpunkten und Tannentrophys und Cumulus-Badetüchli, super Angebot. Und bis ich dann gewusst, dass sie mir alles genau in die Hand drücken, bin ich überfordert gewesen. Und dann kommt noch die letzte Hürde und das ist der 2 Lieber nicht vergessen beim Kerli zurückbringen. In der Schweiz gehe ich gerne noch auf das Rennvelo, obschon ich die Alben nicht mehr ganz mitmache. Nehmen mich René Hefti und Pierrot zum Glück noch mit. Das fängt natürlich, das freut mich Alben wie ein Kalb und es ist halt so ein bisschen wie früher. Was mir auffällt, ist, dass es viel mehr Viecher hat als bei uns in Kalifornien. Da muss man die Alben ein bisschen die Schnurren zu haben. Sonst gibt es eine gratis Portion Eiweiß. Oder einen unfreiwilligen Schwarzwahrer, der im Helm bleibt hängen. Bleiben wir bei der Straße, ich finde es krass eng. Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen, aber jetzt so nach 15 Jahren finde ich es recht krass. Wenn man so mit dem Dreigänger unterwegs ist der Verkehr also schon noch speziell. Das ist alles so ein bisschen wie ein Game, dass man sich überall noch durchzwingen kann oder eben einem das Auto abdrängen und so. Das ist hier die Tagesordnung. Ich habe aber gesehen, dass der andere Velofahrer scheint das nichts auszumachen, darum ist das, glaube ich, halt schon ein bisschen normal hier. Auch hier kann man bei uns ein bisschen auf die grössere Sicherheitszone sich verlassen. Ausser, dass sie gerade am Telefon und achten sich da gar nichts, dann ist es ja wieder gefährlich. Und logisch, oder? Die Natur ist das schon etwas vom Imposantesten an der Schweiz, ganz klar. So die offenen grünen Felder und die Kühe selber da irgendwo am Grasen. Das sieht man hier nicht so viel, muss man sagen. Wenn ich da Kühe sehe, dann sind sie meistens irgendwo auf einem Sandplatz im Dreck draussen und ja, schmeckt entsprechend. Mit der Mama von Grund habe ich noch ein Ausflug gemacht nach Spiez. Mit dem Schiff sind wir das gemacht. Und das hat natürlich gefegt. Und wer hat es vermutet? Wir haben sogar das Grab von Leonardo da Vinci gefunden. Es hat zwar kein Meer, aber an Flüssen und Seen mangelt es ja nicht. Als ich da war, war es ein bisschen High-Tide. Aber der Swell hat gefällt, also die Wellen haben gefällt. Und darum konnte ich dann gleich nicht anfangen mit diesen Klunken. Aber schön war es natürlich gleich gewesen, und speziell gerade hier im Schweber. Bei uns, wenn man ein bisschen weg vom Meer fährt, ist der gleich fertig mit Wasser. Da ist es halt so ein bisschen wüstenmässig, flach, höher hat es auch nicht viel. Also die halt schon trostloser. Was mich überrascht hat und mir ebenfalls aufgefallen ist die Propaganda im offiziellen Schweizer Fernsehen von neutraler Berichterstattung. Habe ich da kein Fünkchen gesehen.
Und Perspektivenvielfalt noch viel weniger. Verpackt als Nachrichten und Reportagen. Immer schön der offiziellen Flagge nach, hat es mich gedünkt. So amerikatreu scheinen wir hier nicht einmal die Amerikaner selber zu sein, wenn ich da so ein bisschen in der Medienlandschaft herumschaue. Aber was weiss denn schon als ehemaliger Badmeister und Velomech? Was ich einem auch nicht so gerne selber entscheiden lasse, ist in der Drogerie. Jedes Mal, wenn ich irgendein Vitamin oder ein Mineral holen will, was ihnen problemlos gibt, dann haben sie es nicht. Und dann ist die erste Frage, ja, für was braucht ihr es denn? Und das sollte man sich dann auch noch lange erklären. Am Schluss weiss ich einem dann sowieso gegen Burgerstein verkaufen. Ich weiss auch nicht, ob da jede Verkäuferin noch Sonderprovisionen bekommt von denen. Am Schluss noch etwas zum Schmunzeln. Was mir auffällt, sind die vielen Kurzhaarfrisuren bei Damen ab einem gewissen Alter. Es ist halt auch eine Gebung im Unterhalt. Die ganz wilden und modischen tragen zur Kurzhaarfrisur noch eine Brille. Und zwar in einer coolen, poppigen Farbe wie Rot, Grün oder Blau. Ich finde das sehr typisch schweizerisch. Es fragen mich immer wieder Leute, ob ich mir es vorstellen könnte, wieder zurück in die Schweiz zu kommen. Und im Moment sage ich gerne nein. Mir hat es einfach schon gerne weggezogen, irgendwo ans Meer mit Shorts und Flip-Flop-Wetter. Seit ich in der Lehre war, hat sie mich halt einfach immer ans Meer gezogen. Darum, solange ich am Meer wohnen und arbeiten kann, werde ich das machen. Das Einzige, was ich aber auch sagen kann, ist, wenn ich dann mal nicht mehr am Meer sein kann, dann bin ich dann auch gleich lieber in der Schweiz als irgendwo hier auf dem Land mit keinen Seen, Flüssen oder Bergen. Dann käme ich dann doch lieber heim und würde wahrscheinlich, wie ich das auch früher schon gemacht habe, irgendetwas bügeln, wo ich einfach so viel wie möglich wieder ins Meer gehen kann in den Ferien. Also, genießt den Sommer, jetzt wo er da ist, hoffentlich. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Merci fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.